Matthäus Kapitel 16. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten kommen zu ihm auf die Probe stellen. Sie fragen ihn um ein Wunder vom Gott für sie. Aber er gibt nicht zurück. Wunder verlangt eine schlechte und treulose Generation. Es gibt nur ein Wunder, wie es der Jona erlebt hat. Und er lässt stehen und geht weg. Die Jünger fahren das andere Ufer über, vergessen aber Brot mitzunehmen. Der Jesus sagt zu ihnen: «Gebt Acht und passet auf vor dem Hefeteig der Pharisäer und der Sadduzäer.» Sie rödeln untereinander. Das hat er sicher gesagt, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Wo es der Jesus merkt, sagt er: «Was rödelt ihr miteinander, ihr Kurzgläubigen? Weil ihr kein Brot habt? Merkt ihr es noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an die 5 Brot von den 5000 und wie viele Körper gesammelt haben? Nicht an die 7 Brot von den 4000 und wie viele Körper gesammelt haben? Warum merkt ihr nicht, dass ich nicht von gewöhnlichem Brot geredet habe? Passet auf vor dem Hefeteig der Pharisäer und der Sadduzäer.» Da packen sie es, dass er nicht gemeint hat, sie sollen vor dem Hefeteig vom Brot aufpassen, sondern vor der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Wo der Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kommt, fragt er seine Jünger: «Was sagen eigentlich die Leute, wer der Menschensohn sei?» Sie sagen ihm: «Die einen der Johannes der Täufer, andere der Elias, noch andere der Jeremias oder sonst einer von den Propheten.» Er fragt sie: «Was sagt ihr, wer ich sei?» Der Simon Petrus gibt zur Antwort: «Du bist der künftige König, der Sohn vom lebendigen Gott.» Der Jesus gibt ihm zurück: «Freu dich, Simon, Sohn vom Jona, weil dir das nicht Menschen eingegeben haben, sondern mein mächtiger Vater. Ich sage dir, du heissest schon Felsen, Petrus, und auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Und das ist stärker als das Tor der toten Welt. Dir gebe ich die Schlüssel zu der neuen Welt, und was du verbietest auf der Erde, soll verboten sein, auch in der neuen Welt. Und was du erlaubst auf der Erde, soll erlaubt sein, auch in der neuen Welt.» Dann bläut der Jünger ein, sie sollen niemandem sagen, dass er der künftige König sei. Von da an fängt Jesus an, seine Jünger vorzubereiten, dass er auf Jerusalem rauf muss, dass ein Ratsherren und Oberpriester und die Schriftgelehrten furchtbar quälen, dass ihn tötet und dass er nach 3 Tagen wieder lebendig wird. Da nimmt ihn Petrus auf die Seite und fängt ihm an zu reden: «Behüt Gott, Meister, das dürfte nie passieren.» Der dreht sich um und sagt dem Petrus: «Verschwind, Satan, du bist ein Falle für mich, weil du nicht denkst wie der Gott, sondern wie ein Mensch.» Totsmal sagte Jesus zu seinen Jüngern: «Wenn einer mit mir kommen will, muss er sich selber aufgeben und sich sein Kreuz aufladen. Dann kann er mit mir kommen. Wer nämlich sein Leben retten will, der verliert es. Wer sein Leben verliert wegen mir, der gönnt's. Was nützt es einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnen, aber sein Leben verlieren? Oder was gäbe ein Mensch, um sein Leben zurückzukaufen?» Der Menschensohn kommt nämlich bald mit seinem Vater, seiner Pracht und seinen Boten, und dann gibt er jedem den Lohn, den er nach seinem Tun verdient. Glaubt mir, ein paar von denen, die da stehen, sterben nicht, bis der Menschensohn gesehen hat, kommen in seiner neuen Welt.